Couscous-Salat. Mal schön farbig und fein. Das Rezept kommt gerade, dann könnt ihr es probieren. Weisst du, wie fein? Was brauchen wir heute alles, damit das richtig fein wird? Für den Couscous-Salat brauchen wir Couscous, ganz viele verschiedene farbige Gemüse, Olivenöl, Essig, Zitrone, nehmen den Saft daraus, verschiedene Städtegewürze und ein bisschen Pfefferminz. Freue mich drauf. Bis nachher. Tschüss. Ciao, ciao. Das, was ich hier habe für einen Couscous, ist eine, die man einfach schön mit heißes Wasser abdecken kann, ruhen lässt und er ist bereit. 1:1. Aber hier, ich mache eine Schüssel, die gleiche Menge Wasser, koche das Wasser. Ich mache eine Steady Bouillon, etwa 200 Milliliter. Hier muss nicht unbedingt mit kochendem Wasser gerührt werden, aber für den Couscous muss das Wasser heiß sein und dann einfach zudecken, nur kurz umrühren und das kann ich jetzt da beiseite lassen. Ich brauche erst nachher. Man kann zu Hause auch die Gemüse nehmen, die man gern hat. Habe ich Hübli dabei, habe ich eben Gurke, Peperoni, 2 verschiedene Farben und habe Tomaten. Ich könnte diese Hübli jetzt auch in kleine Stücke schneiden, aber ich koche hier nichts. Der letzte Stück gehört immer zu kochen. Alles schon ein bisschen da rein zu verteilen. Gurke, nehmen wir auch noch ein Stück. Wieder beim Gurke. Ich kann die Schale lassen. Ich empfehle es immer, nicht alles zu schälen, sondern nur so teilweise. Die Vitamine, die Mineralien, die sind alle in der Schale oder unmittelbar drunter. Die schneide ich so und kann man so machen, wie man will. Gurke noch dazu. Ich sehe jetzt, dass mein Couscous das ganze Wasser aufgesogen hat. Wie jetzt mit einer Gabel alles auflockert. Es gibt so eine Sage, der richtige Couscous ist der, der wirklich ganz locker ist. Da muss man wahrscheinlich mit anderen Couscous machen oder ganz super Spezialist sein. Vielleicht bist du eins. Dann lasse ich hier noch. Es ist noch schön warm. Ich mache das noch nicht hier in die Gemüsemischung. Ich schneide die Tomaten, dann sind sie hier weg vom Weg. Noch Peperoni. Nehme ich den gelben Peperoni. Immer diese weiße Teil wegnehmen. Also es schmeckt unangenehm bitter. Und jetzt Peperoni schneiden. Gleich große Stückchen hier rein. Tomaten, Peperoni habe ich alle. Gurke, Steady-Zwiebel mit ein bisschen Stickhuspfeffer. Nehme ich Quarkkräuter und für die exotische Note ein bisschen Kreuzkümmel. Pfefferminz, ich nehme nicht viel, deswegen schneide ich auch möglichst fein. Ich nehme Saft von der halben Zitrone. Nehme hier nur die Kerne kurz weg. Schmeckt auch super. Jetzt haben wir auch Frische da. Und jetzt mache ich hier rein schon Olivenöl und ein bisschen Essig. Ich habe da Apfelessig. Ich rühre extra vorher, bevor ich mit dem Couscous hier reinkomme. So, und jetzt Couscous möglichst so auseinandernehmen, dass er da locker ist. Farbig sieht das schon mal aus. Wow! So, das steht, oder? So gut. Fantastisch sieht das aus. Farbig, gell? Also ich schöpfe viel, da haben wir nachher genug. Und die Farbe, sensationell. Gell? Sieht wirklich mega schön aus. Couscous ist schon Couscous. Es ist Couscous. schon glücklich, fröhlich. Juhu. Probier mal. Couscous. Nehmen wir noch Tomatli. Mega gut. Also ich würde sagen, es lohnt sich nachzumachen. Ja, und Mir ich geht das esse das bald. Beste. Ja. Also, ich muss ja alles probieren. Okay. Schau Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis nächstes Mal. Danke vielmals und kochen fein. Tschüss zusammen.